Hallihallöle, ich bin's wieder, euer Blasteringenieur. Und ja, da haben wir da meinen ganzen Stolz bisher. Mein erster eigener Blaster. Also komplett selber entworfen, nicht ummodelliert. Also gut, komplett selber entworfen. Der Schwungrädelskäfig, den habe ich nicht selber entworfen. Aber das Magazin, und ich habe bisher auch noch nichts Ähnliches gesehen. Und ja, mir ist da aufgefallen, der Schieber, das Magazin müssen wir wahrscheinlich da irgendwie, das muss, der Schieber muss ein bisschen weiter rüber. Also das Ganze müssen wir ein bisschen in die Richtung versetzen. Also das müsste eigentlich dann so sein, dass der Schieber da weil das seht ihr. Und deswegen verkannt sich die Pfeile auch immer so, weil der Schieber den anderen Pfeil mitnehmen will. Das muss ein bisschen weiter rüber. Der Schieber muss hier da eher ansetzen. So muss alles, ja, das wird dann ein bisschen schier verblaster. Aber das ist okay. Oder ja, wir machen einfach den Teil. Den Schieber muss ich sowieso neu ausdrucken. Man kann ja da den Schlitz auch ein bisschen größer machen in die Richtung oder einfach in die Richtung versetzen. Und dann kann der Schieber da einfach in die Richtung einen Versatz haben. Das ist ja kein Problem. Der wird sowieso stehen, glaube habe ich den druckt. Ja, den habe ich stehen druckt. Wenn der ein bisschen dann rüber einen Versatz hat, das ist kein Problem. Also denke ich zumindest. Aber da müssen wir gucken, wie man das macht. Weil das Magazin, glücklich bin ich damit nicht, wie es jetzt gerade ist. Deswegen gucken wir es heute mal. Das habe ich ja jetzt schon lang genug androht oder ankündigt, dass ich die Feder da reinkriegen will. Ja, ich wollte es letztes Mal, also ich wollte es erstmal der Blaster selber testen, bevor ich im Magazin was ändern. Und dann hat sich dann schon gezeigt, ja, das Magazin, so wie es ist, geht's nicht. Also nicht so wie es gar nicht. Und wenn wir dann schon dabei sind, dann können wir die Schraube dann nach außen versetzen. Da in die Ecke irgendwo, die andere da irgendwo hin. Und dann können wir mit dem ganzen Magazin einfach eine Ecke näher rutschen. Also da müssen wir den Halter für die Schwungrädler, das nochmal neu rausdrucken. Dann muss ich gucken, ob wir das, weil da müsste man nach unten eigentlich ein bisschen Luft haben. Ja, die Motorler, die sind nicht so groß, der Hammer, dass man da das alles einfach ein bisschen knapper macht. Ja, das ist jetzt halt auch geschickt, dass ich die Schnittstelle da habe. Ja, das finden wir alles raus dann. Oder wir machen halt, drehen das bei der Gelegenheit, dass die Schwungrädler so standen. Weil damit wäre ich glaube auch nicht glücklich. Es wird auch spannend, den Käfig wieder rauszukriegen. Ja, und ja gut, was ich auf jeden Fall machen sollte. Oder ich kann das da unten dann ein bisschen massiv machen. Ja, das findet man auf dem Weg raus. Also das muss ich jetzt nicht alles hier. Was ich aber auf jeden Fall mache, weil das ist ein bisschen, das seht ihr. Ja, das habe ich auch nicht schön gemacht. Also auch nicht sauber putzt. Ja, davon ausgegangen bin, dann machen wir das muss man so alles noch ein bisschen, wenn wir dann hier das so modifizieren müssen, dass wir da näher nachkommen, dann dürfte der Schieber die Pfeile auch. Und dann haben wir da noch ein bisschen, was wir rausholen, wenn wir den Schieber noch ein bisschen modifizieren, dass der ein bisschen weiter vorgeht. Dann dürfte es alles so unterm Strich lange, dass das sauber reingeschoben wird, weil derzeit fällt halt, landet die Pfeile ein bisschen eher kurz vor den Schwungrädler, wenn man den
Trigger ein bisschen zu langsam betätigt. Das ist halt nicht so geschickt. Dann geht's nicht, dann schießt es nicht. Und das ist ja erst einmal die Hauptfunktion, die es am Anfang haben sollte. Das wird dann aber auch generell ein bisschen weniger Material. Das habe ich mir überlegt, das muss ein separates Teil werden. Dass das dann hier irgendwie eingelegt wird. Dass da eine, wenn er kann ich das liegend drucken, dass das so nach oben sich aufbaut. Da brauche ich nämlich, weil die Stützstruktur, also da fehlt man sich einfach blöde. Und das geht dann nachher halt nicht, wenn es nicht sauber gefällt ist. Vor allem der Nei, also das ist ja scheiße. Aber ich würde jetzt sagen, jetzt zerlege ich mal schnell das Magazin und dann schwätzen wir weiter. Bis gleich. So, die letzte Schraube noch. Die machen wir. Ah. Ja, doch nicht. Das ist dann. Wo kommt da der Abstandshalter? Da. 1, 2, 3, 4, 5. Passt. Ja, die ist doch nicht festgeschraubt. Und da seht ihr, das ist halt ein schwaches Federle. Und das jetzt mal. Das mal einlegen. Da seht ihr, wenn wir da noch jetzt einen Pfeil hätten, und das legen wir mal 2 rein. Wird man so das auch mit reinlegen. Wenn wir da noch ein bisschen mehr das einfach weiter nach hinten aufschneidet, dann dürfte der Schieber auch gescheit reingehen. Wenn wir da jetzt, da haben wir einen Pfeil, da haben wir einen zweiten Pfeil, da drücken wir fast den zweiten Pfeil mit dem Schieber mit raus. Und das mag das nicht. Das ist im Modell halt schwer zu sehen, weil die Pfeile so nachmodellieren, dass die wirklich gegangen hat. Das ist halt ein bisschen kompliziert. Und dann muss der Schieber auch so einen leichten Versatz haben und am besten in die Richtung ein bisschen abgerundet sein, dass der Hanner den Pfeil ein bisschen zur Seite schiebt. Also dann leichter Versatz und dann machen wir da den Ausschnitt auf die Seite auch größer und nach hinten ein bisschen größer. Ja, da kommt jetzt das Magazin ein bisschen viel zusammen, was man da machen kann, was man machen müsste oder sollte. Und dann lohnt sich das auch mal. Ah, seht ihr, das sind ein Haufen Löcher. Da ist halt. Brauche ich. Ah doch, das ist die Platte, brauche ich die muss beim Magazin sein. Dann können wir das Ganze ein bisschen. Die Öffnung. Den Teil kann man so lassen. Das nach hinten ein bisschen weiter ausschneiden. Und mal gucken. Haufen Krust steht drin. Und da seht ihr, das ist alles Deckel montiert. Dann muss ich mir überlegen, wie man das macht. Ich muss die Deutsche so neu rausdrucken, wenn ich die Schraube versetzen will. Da komme ich dann nicht drum herum. Es ist halt, der Drucker ist dann ewig beschäftigt. Muss mal gucken, was für Farbe das mal dann wird. Ob ich von dem Blau noch genug da habe. Das jetzt. Wie das. Scheiße, der falsche Imbus. Wie das jetzt da reinwurstel. Wie ich das so machen kann, dass das hält. Ja, das weiß ich auch noch nicht. Ich würde sagen, wir zerlegen das noch weiter. Ich hoffe auch noch kurz einen richtigen Imbus.
kriegt ihr natürlich nicht mit. Und dann schaue ich mal, während ich das zerlege. Und danach komme ich mit klugen Vorschlägen. Bis gleich. So, der jetzt ist weiter zerlegt. Und jetzt machen wir da, weil ich da festgestellt habe, da seht ihr vielleicht schon die Marke. Das da, dass die Schraube ein bisschen zu lang rausguckt. Da können wir uns jetzt fürs erste Mal bei dem Magazin damit behelfen. Und später kaufen wir einfach Schrauben eine richtige Länge. Aber fürs erste haben wir Unterlagscheibe hin. Also das ist da bloß ein bisschen ein Muckersäckele auf gut Schwäbisch. Schönes Wort. Ein Muckersäckele. Und da seht ihr, also das ist das Federle, das da drin ist. Das, ja, das taugt halt nichts. Also zumindest nicht für die Anwendung. Das ist. Aber da lerne ich noch ein bisschen. Da müssen wir, dass die Senkkopfschraube auch gescheit versenkt ist. Das ist, glaube ich, nicht so gedacht, dass man das mit dem Schraubenzieher macht. Das, wenn das alles mal an der Position ist, so wie es sein soll, dann machen wir das im Modell. Bis dahin begnügen wir uns mit so Prototype-Lösungen. Da bin ich auch noch im Überlegen, wie man das geschickt macht, dass das noch halbwegs sauber aussieht, ob man da so Deckel drüber macht. Sollte ich vielleicht auch gleich mal vorsehen. So, der Unterlagscheible. Wobei ich nicht weiß, ob man das braucht. Das habe ich vorher drin gehabt, weil damit das Federle festhält, das brauchen wir glaube ich jetzt nicht mehr, aber das ist nicht so dramatisch. Und da irgendwas drüber machen noch. Jetzt gucken wir mal, ob das reicht. Dass das Federle da dazwischen gespannt wird. Ein bisschen drauf drückt. Oh, dürfte schon fast lange. Haben wir da noch Platz für Schieberle? Da müssen wir die Schraube natürlich auch raus, da kommt da eine Schraube rein. Haben wir das dann. Gerade falsch rum. Gerade falsch rum. Das jetzt will's dann. So will's. Das ist wenig, aber oder so rundherum, dann dürfte es genug Gewalt haben. Jetzt hätte ich sagen, das Schieberle müsste es nachher zusammenhalten. Das ist gerade so, dass man da noch Mutter weiterkommen. Das müsste passen. Jetzt hätte ich sagen, zerlegt das voll, macht ein Lächeln rein, wo es reingehört. Aber erzählt und dann gucken wir, ob es geht. Bis gleich. Ah, das ist jetzt gut. Das ist jetzt gut, das gefällt mir. Haben wir da eine Mutterle drauf? Das ist wahrscheinlich. Ja, das muss in den Schieber nachher integriert werden.
Seht ihr, das ist ein bisschen, ja, habe am Anfang nicht gewusst, wo ich die Löcher für die Schrauben noch mache. Aber einfach mal gedacht, komm, machen wir keine Löcher rein. Hat der gesehen, wie das geht. Siehst, da muss man nur aufpassen, dass man Schraubenzieher sich nicht den Finger rein dort. Finger rein bohrt mit dem Schraubenzieher. Ja, das ist halt, okay, das geht nicht. Ne, die Mutter, die müssen wir draußen lassen. Das muss, seht, das ist eigentlich ideal. So, Gott, das schön ein. Dann kann man das, so hat's, und ihr könnt ja die Feder, die Orientierung auch ein bisschen anpassen. Da ist jetzt da. Da kann man das einmal rum. Ja. Und dann seht ihr, werden wir ein bisschen, wahrscheinlich kann ich das ein bisschen entspannter machen. Und dann seht ihr, das will richtig das Federle. So, da hat es jetzt noch richtig Power. Und mir ist auch aufgefallen, also die Schräge, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr unbedingt. Das war vorher die Schräge um den Pfeil in die Richtung zu lenken, aber das räuchte jetzt, wenn der einfach da hinten stoppt. Das war ja vorher, hat das noch so da hat es dann einen Pfeil, der dann nach unten war. Gab es da den Adapter mit so Rundung drin. Wie bei so normale Nerf-Magazine. Aber jetzt geht der einfach nach vorne raus. Weil ich muss mich da ja nicht an die Vorgabe halten. Das muss ja nicht kompatibel mit irgendwas sein. Und das wäre, glaube ich, auch unnötig kompliziert. Das ist ja so schon eine recht komplizierte Idee. Oh, ich denke so. Jetzt dürfte es langsam gehen. Das kann jetzt aus sein, dass die Mutter eigentlich gar nicht drauf darf. Das ist jetzt halt. Ja. Dass ich die Mutter nicht drauf machen darf. Das ist halt. Das machen wir mal weg. So muss das. Dann biegt sich das nach oben, das ist halt auch geschickt. Da machen wir Unterlagsscheit drauf. Ja, so nicht. Wie ich gesagt, das wird kein praktischer Blaster. Verstehe. Dann machen wir raus. Das machen wir alles. Es kann sein, dass ich da der Raum das ein bisschen zu viel ist. Wobei, das dürfte gerade so passen. Weil das ist jetzt halt, das ist jetzt schön flach aufliegend, weil wir da das Unterlagsscheibe drunter gemacht haben. Und das sieht halt nicht so schön aus, aber da müsste man einfach irgendwie
Abdeckung drauf machen, die können wir noch draufkleben oder so. Aber das ist dann nächster Schritt. Und dann wäre das eine saubere, abgeschlossene Sache. Da irgendwie ein bisschen Design drauf und gut ist. Ich meine, schön wäre es, wenn das irgendwann mal ein paar Runden rum, dann ist das seitlich, kann man das höher machen. Aber alles nach dem anderen. Ich würde sagen, ich schraube das jetzt mal zusammen. Bis gleich. Ja, irgendwie seht, oder vielleicht auch nicht, ich habe selber auch nur sehr schwer gesehen, das hat jetzt mir gefallen. Das Schieberle ist noch nicht ideal. Also das müsste ich da haben, da braucht es an der Stelle braucht es ein bisschen mehr Luft. Also das müsste ich eigentlich umdreht einbauen jetzt, weil das hat an der Stelle jetzt, ja, das ist jetzt, da müsst ihr auf das Video warten, bis ich, wenn ich das ändere. Das ist der Hanna. Das muss der Hanna ein bisschen, auf der anderen Seite nach oben habe ich schon ein bisschen, dass er ein bisschen dünner wird. Aber da bräuchte ich es jetzt eigentlich nicht mehr. Jetzt bräuchte ich das unten. Muss ich das oben wieder, nach oben wieder ein bisschen dicker machen. Und nach unten ein bisschen dünner. Aber ja, es sind mittlerweile so viele Änderungen zusammengekommen bei dem Magazin. Da kommen wir jetzt um einen zweiten Prototyp nicht drum rum. Oder eine zweite oder dritte Version. Ich glaube, das ist ja schon die zweite Version. Und der Schieber hat ja schon ein paar Versionen hinter sich. Das ist nicht ganz ideal. Aber ja, deutlich. Trotz dem Widerstand, den der Schieber jetzt hat. Das, ja, das ist jetzt klar, dass der unten aufliegt und jetzt reibt das natürlich auch da oben. Das wird alles nicht so sein. Ja, das hat Verbesserungspotenzial. Das ist jetzt ein bisschen, ich sage mal, das war jetzt. Siehst du das da noch? Ja, jetzt alle. Das muss da so rein. Das kann man zum Glück noch im Imbus korrigieren. Und jetzt reizt es noch viel heftiger. Ja, das ist halt. Neue Schieberle rausdrücken. Neue Schieberle fürs Magazin rausdrucken. Und. Oh, das. Das ist doch noch recht mittig, aber wo reibt denn das? Ah, das ist das. Da ist jetzt recht gut. Ihr seht das wahrscheinlich gar nicht. Das muss anders konstruiert werden. Das ist anders gedacht gewesen. Ihr seht, wie das ist da richtig schief, denn so das stößt jetzt oben an die Federn noch, das ist auch geschickt. Das heißt, da ist auch die Schraube. Die Schraube mit dem Kopf ist auch einfach. Die reibt hauptsächlich. Das heißt, wenn man da eine Senkkopfschraube nehmen würde, wäre es vielleicht schon besser.
Habt ihr noch ein bisschen Geduld, dann zerlege ich das nochmal. Ja, komm. Das will ich jetzt wissen. Bis gleich. Ja, Sodele, jetzt alle. Ja, einer von den Abstandshalterle hat sich verabschiedet. Der liegt irgendwo. Den werde ich nachher wahrscheinlich irgendwo beim Aufräumen finden. Oder der Staubsauger findet ihn. Es ist jetzt auch undramatisch. Ja, ich habe die Unterlagsscheibe noch entfernt damit. Aber das Schieberle müssen wir neu machen. Hat da festgestellt. Da ist ein Riss. Ein Knocks. Ein Knocks. Wahrscheinlich geht das jetzt dann auch bei den nächsten paar Versuchen kaputt. Oh, das ist okay. Da haben wir jetzt auch. So geht's nicht. So. Und der nächste. Und der nächste. Das ist. So. Der ganze Krümel kruscht mal ein bisschen weg. Ja. Können wir das? Ah! Ja, ich gucke überall nur nicht da. Ja gut, okay. Ja, wenigstens da. Aber die Schraube aus dem Magazin, die werde ich so fürs nächste nutzen. Das landet dann im Archiv. Ja, das seht ihr, wie das mit den anderen mit rausdrücken will. Das ist so angeschickt. Aber wir können da noch ein bisschen Krach machen, dass ihr ein bisschen Action habt. Ein Kabel habe ich auch noch nicht isoliert. Ich aber okay. Ah, scheiße. Ah. Ja gut. Jetzt schiebst du die Pfeile noch stärker zusammen, jetzt kostet noch weniger. Scheiße. Hey, guck jetzt, das drückt da die ganze Pfeile zusammen. Das heißt, wir müssen altmodische Schieber nutzen. Das muss dann da vorne ziemlich seitlich dran vorbei. So, der jetzt dann gegangen. Aber das Magazin vom Prinzip her ist okay. Der Schieber muss nur der Horne in etwa sein. Kann sein, dass ich die Rundung der Horne rausmache. Wüsste jetzt nicht, wofür man die braucht. Weil es war vorher, um die Pfeile nach unten zu leiten oder zu dirigieren. Das brauchen wir jetzt nicht mehr. Also wird Zeit für der nächste Prototyp vom Magazin. Und dann müssen wir den Blaster entsprechend anpassen. Oder müssen nicht. Das Magazin kann man noch nicht neiden. Ja, wer will auch ungeladenes Magazin in Blaster packen, außer zur Dekoration.
Das ist Atte. Oh Gott, das ist jetzt nicht. Ne? So, der Lauf. Ist stabil, der Druck. Das ist. Ja, mit einem Pfeil Gott's. Da hat's keine Chance. Aber das ist alles. Aber der silberne Schieber hat, oder der Blasterschieber hatte Probleme mit dem Magazinschieber. Das ist alles noch nicht ideal. Aber wir sind jetzt schon einmal eine Ecke näher. Also die Feder Gott, die verwenden wir weiter. Und jetzt muss das, wenn wir da haben, oh gut, wenn wir da haben, das, die Schwungräder da näher nachkriegen. Also da können wir, das können wir gewinnen, vielleicht einen halben Zentimeter. Das geht schon fast lange. Der Schieber noch ein bisschen weiter vor Gott. Also der Schieber noch ein paar Millimeter weiter vor. Die Schwungräder näher nach. Und dann reicht es wahrscheinlich unterm Strich, dass das. Weil so ist halt. Ja, jetzt geht's gar nicht, weil das viel zu arg reibt, dass ich da den Schwung aufbauen kann. Das ist jetzt halt. Ja, nur Zeit für ein neuer Prototyp. Also neuer Schieber für das Blasterle. Dann müssen wir das anpassen und das Magazin einmal komplett. Bleibt spannend hier. Lasst ein Abo da, drückt das Längere, dann kriegt ihr auch alles mit. Lohnt sich. Und bis dahin. Das nächste Mal sehen wir uns dann bei dem Blaster wieder am Zeichenbrett. Und bis dahin, ich wünsche euch frohes Bestle, euer Blasteringenieur.